Marius. Ik wil jullie hier alle welkom heten van deze Marius. Mijn naam is Johnny Loewen en dat is mijn verjaardag hier met de boodschap te dienen. En we gaan de series nu van Johanes zijn Evangelium door. En ik wil van deel een kapitel 8 van 31 tot 47 betrachten. En in deze afschnitt, der handelt zich van de onderhouding tussen Jezus en de Juden beim Tempel. En het thema voor deze boodschap is de Woarheit maakt Frie. Waar we opvangen met een gebed. Voordat we komen voor die met dankzijden voor wie die best. We danken die dat we hier naartoe komen kunnen om van uit dien woord te horen. Sie met ons, omdat we dat verstaan kunnen wat dien woord leert. En verhelp ons dat dan ook uit te leven. Verhelp ons dat we dat verstaan kunnen. En dat te behouden wat goed en reich is. En dat te vergeten wat niet is. En die ving wie Woarheit. En die is vrijheid. Verhelp ons dat we in dit toenemen kunnen. En dit vrouwen we in de naam van Jezus Christus. Amen. De idee dat een mens wel vrij zijn, heeft mensen op verschillende wijzen gevierd. Om vrij van de onderdrukte regering te zijn velen naar een vreemd land getrokken. Om vrij te zijn van een schuld, hebben vele verschillende arbeiden en geschäften gedreven. En om vrij te zijn van ihre ouderen en in die ihre regeling te zijn vele van thuis gegaan en hebben zich zelfs bevrijd. Maar zijn die dan vrij? Die, wer van de onderdrukte regering wegtrekt, is dan een andere regering. En die wordt van de schuld wel vrij zijn dan vast aan ihre arbeid. Die wordt ihre ouderen verlaten willen en ihr in het hem ontvangen, zijn niet einer an dem anderen, wem zij dienen zullen. Je hebt dat zo dan, als ze mal werkelijk vrij zijn, zodat einer mal keinem verderven und donen zijn? Ik geloof niet. Wels daar wordt einer maken God zijn. Nu de Bibel nu, zie we entweder geloven aan den Feind oder aan God. En dat nutste wat we dan doen kunnen, als een slechten meester voor een gouden meester vertuschen. Wer bitterlich gebogen ist, der hat dort einmal sehr schlag. Aber wer jässlich gebogen ist, der ist en noch eine schlimmere Leeu. Und du hast keine Gefangenschaft schlimmer, als an der Sinn gebogen zu sein. Und du hast kein Sklavenmeister euer, als die Feind. Wir sind alle im Sündenzustand geboren. Die Bibel lehrt dort, du hast keiner, der erreicht, der ist auch nicht einer. Nach Römer Kapitel 3, Vers 10. Und wir sind dann alle in der Proste Leeu. Unsere tägliche Erfahrung lehrt uns, dass wir siegen alle nur Wort. Weil wir möchten frei sein in uns Gewissen. Wir siegen doch nicht immer auf der rechten Stelle oder auf den rechten Weg. Einige proben frei zu werden, durch alles verbeiden, was entschulden mag. En andere verzieken vrij te worden, door alles vergoed namen, omdat zij vernust kan beschuldigd worden. Aber allebei wij merken du weien keinem vrij. Ein Weg, wo wir uns einmal proben, unseren Gewissen zu beruhigen, ist das wir zu finden, wer in eure Sinnen lebt als wir, und die dann dafür zu verdammen. Wir proben auf diesem Weg den Schein zu geben, als wann wir sehr die Gerechtigkeit zu tun sind. Wir hören in Passager 3, wo die Ehebrecherin für Jesus gebracht wird von den selbstgerechten Juden, und dort die aber bald Weg gingen, als sie sich selbst zu seinen Kriegen und Tausch tun mussten, dort sie in keinen Tauschstand werden, diese früh zu rechten. Sie werden alle zu den Sinn versklavt. Von der Früh, wem sie beim Ehebrechen gegriffen haben, in der hoch angesehenen religiösen Judenleider. Wo können wir hier dann losfahren von diesen Sündenschäden, die uns gebunden halten? Wenn ihr mitlesen wollt, dann merkt ihr in der Bibel auch in Johannes Kapitel 8. Ich will nu Versen 31 bis 36 lesen. Wir sehen hier, dass wir in zwei Gruppen anhören. Zonen wat aan hem geloofden en zonen wat de jeen aanwierden. En allebei Gruppen hielden dezelfde gewierd
aber verstanden die ganz verschieden. So Johannes 8, 31 bis 36. Jesus sagt zu den Juden, die an ihm glaubten, wenn je bei der Welt bleiben, was ich ihnen gelehrt habe, sind je wahrhaftig meine Jünger. Da wo je weit wat Woarheit ist, und die Woarheit wat je Frie merken. Sie sagten zu ihm, wir stammen von Abraham her und sind niemals an wem versklavt gewesen. Wo kannst du sagen, je sollen Frie gemerkt worden? Jesus sagte an, ich sage in die Wahrheit, wer du sündigt, ist an die Sinn versklavt. Ein Sklav bleibt nicht ewig im Haus, der Sehn aber bleibt ewig. Du wehen, wenn der Sehn ihn frei merkt, sind die wirklich frei. Jesus redet hier von einem Thema, wo auf alle Menschen ihre Horten wird zu der Zeit. Die Juden werden unter der Römer ihre Macht und dort wir end auf sehr viel zu euch. Du stünden dann mehrere Gruppen ab, die du versuchten, die ihr Land zu treiben. Aber das leicht end niemals. Die Römer werden dann bloß noch strenger zu end. Aber Jesus redet hier gar nicht von der politischen Freiheit oder Freisein, aber von der geistlichen. Dort ist ein guter Ding, wann man kann in einem Land leben, wo einer viel Freiheiten hat. Aber die sind nicht so wichtig als geistlich frei sein. Wer geistlich gebunden ist, als viel passt auf, als die Person, die politisch unterdrückt wird, aber geistlich frei ist. Dort ist nicht für alle möglich, dass sie können in politische Freiheiten leben. Weil sie haben nicht alle die Macht, um davon loszukommen. In der Politik ist da, wer das meiste Geld oder die größte Militär hat, gewöhnlich da, wer der Herrscher ist. Die sind nicht alle schlecht, aber die können uns keinmal die Freiheit anbieten, was wir in Christus haben können. Geistliche Freiheit wird allem angeboten durch den Glauben an Jesus Christus. Eine Person, wenn der geistlich frei ist, durch den Glauben an Jesus Christus, kann eingestoppt sein und doch freier sein, als eine Person, die tun kann, was sie will, aber nicht in Christus ist. Wo fängt wir so eine Freiheit an? Erstlich, wir müssen dort sein in Tauschstunden, dort wie ein Sklav zu der Sinn sind. Der einzige Weg, davon loszukommen, ist durch den Glauben an Jesus. Wir müssen glauben, dass er ist, wie er sagt, er ist. Und der Glauben muss auch eine Veränderung merken an uns. Dort bloß Glauben ist noch nicht genug. Today, wo an Jesus glauben, sagt er, wenn je bei der Welt bleiben, was ich ihnen gelehrt habe, sind je wahrhaftig meine Jünger. Ist das dann gemeint, dass wir uns unsere Seligkeit verdienen müssen? Nee. Dort ist nicht, was Jesus hier meint. Das anders wird er sich wahrer sprechen. In Pasendio 3, da sagt Pastor Quinton, dass die Werke kommen nicht für den Glauben, aber die kommen durch den Glauben. Wenn wir bei der Welt bleiben, was Jesus lehrt, sind Werke in Beweis, dort wir seine Jünger sind und dort wir im Glauben sind. Nicht alle Menschen, die sagen, dass sie an Jesus glauben, sind seine Jünger. Wer noch nicht sein altes Leben heiligt hat, ist noch nicht sein Jünger. Wenn er glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und Gott glauben und dort erkennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, wird uns noch nicht raten, wann dort bloß bei dort bleibt. Du musst erst eine Veränderung sein in uns. In Römer 8, Vers 13, die Schrift das so. Wenn je so leben, als das Fleisch verlangt, muss je sterben. Aber wenn je durch den Jesus, dort sind je an den Tod merken, wo je leben. Aber today, was wir sehen wird bleiben, today sagt er, dass die Wahrheit wird jünd frei merken. Das bringt uns dann bei der Frau, was ist Wahrheit? Und das ist ein Thema, was wir wiederholen sollen in Johannes im Evangelium. In Johannes Kapitel 1, Vers 14 schreibt dort, und dort wird Mensch und wohnt mank uns. Und wir sagen, wie herrlich wir. Eine Herrlichkeit, so als ein Führer seinen einzigen Sehen, der jaft, voll von Gnut und Wahrheit.
in den Vers 17 von den selben Kapitel, dort gesagt wie durch Moses gegeven, aber Gnade und Woarheit kämen durch Jesus Christus. Wir worden durch dort gesagt, wo Gott Moses gibt, verdammt, weil wir dort nicht holen können. Aber Gnade und Woarheit, die fingen wir mal an Christus. Wer sich wel mit dat Gesetz holen gerecht merken, wird dort nicht vollbringen. Wir sind alle an Gnade benötigt, weil wir alle Gesetzesbrecher sind. Nicht bloß so aus der Früh, was beim Ehebrechen gegriffen wird, aber auch der religiöseste Menschen manch uns. Wir kommen alle kart für das Gesetz. Uns fehlt Gnade. Und da fingen wir mal bei Jesus. Bei ihm fingen wir dann nicht bloß die Woarheit, aber er ist die Woarheit. Und in Johannes 14 saß, durchschrift dort, Jesus sagte an, ich sehe die Wahrheit, die Woarheit und dort Leben. Keiner kommt nun vor, bitte durch mich. Was ist dann die Woarheit? Dat is een ding wat nog helemaal gewaast is. En ook helemaal blijven wordt, wat niet verandert zoals dat is, of zoals dat wir. En dit wordt dan besessener bijposten als bij God. En dit is hoe Johannes 1, vers 14 ons dat uitlegt. Wir sollen bij de Wert blijven wat Jezus leert, wils hij is dat woord, wat mens wordt. En wils hij van eeuwigheid her gewaast weer, en ook voor eeuwigheid weer zenden wordt, is hij de Woarheit in mensenvorm. De Woarheit wat ons dan vrij maakt, dat is Jezus Christus zelfs. Wils hij is Woarheit. Diesen Punkt merkt Jesus in Kapitel 8, Vers 36, wo er sagt, du wehen, wann die Sehnchen frei merkt, sind die wirklich frei. Aber die Ungläubigen, Juden worden werden, die werden wegen dieser Welt abgerecht. Sie sehen zu Jesus, dass sie stammten von Abraham. Und sie werden noch niemals von wem versklavt gewesen. Sie hatten keine Errettung nötig. Sie werden frei. Mit dieser Welt deuten sie entweder driest zu Jesus lehen, oder sie werden ganz unbekannt mit ihrer eigenen Geschichte. Aber weil Jesus sich mit den Judenlehrern im Tempel unterhielt, würden die sehr gut sein mit ihrer Geschichte bekannt gewesen sein. Die Wahrheit wird nicht bloß im Bett anpassend. Die Israeliten werden mehrmals an andere Völker versklavt. Sie werden an die Ägypter versklavt und mussten noch viele andere Völker dienen. Als wenn sie da Sklaven wären, zoals die Philister, die Babyloner, die Perser, die Syrien, en nu groet een moment ook de Römer. Ik geloof, we hebben zo'n ook mal beleefd, dat de Wahrheit ons zeer aanpassend is. Wat doen we daarmee? Wanneer we die verliehen worden, waar we bloos nog immer dollar aan de zin versklavt worden. De treurigste Menschentoestand is, wanneer dort nicht einmal ist, wo schlecht das wirklich ist mit ihm. Wenn wir erst überzeugt sind, dass die Lehres, was wir reden, die Wahrheit sind, da sind wir wirklich in eine sehr schwierige Lehre. Die Pharisäer glaubten wirklich, dass sie wären reich. Und sagen die Wahrheit nicht, wenn die sogar verehrt stund und mit ihnen reden deuten. Sie hielten sich an ihre Herkunft, dass sie von Abraham stammten. In dit nur ihre Meinung, wie genügt, dass Gott ihnen annehmen wird. Wer sich bloß um die bütterliche Freiheit bemüht, wird niemals frei sein. Das ist, woran bloß die Gemeinde hier oder mit bütterlichen Regeln folgen, keine freimerkende Kraft ist. Wenn das schafft, da würden die Pharisäer von den vernehmsten Jüngern gewesen sein, weil sie hielten sich zu sehr strengen Regeln. Und der Trouble ist, dass unsere bütterlichen Umstände nicht uns Hort verändern.
Wie kan more durch Jesus Christus vrij worden? Wer dan in die vrijheid is, die wordt dat bewijzen met een leven, wat met de wereld, wat Jezus leert, matstemt. Jezus zijn weer today, wat niet aan hem geloofden en de waarheid aannemen is dit. Wer door zindigt, is aan de zin verskloeft. Zie wie maar eens nog een skloof aan de zin. Die, wer een moedweljen zinnen leeft, is de zin de skloof. En don't wer ze zijn, of wat de herkomst is. Jemand is aber nicht gemeint, dass wenn wir eine Sinn begonnen haben, nu sind wir die Sinn der Sklave. Aber wenn wer in Sinn lebt, wem der noch genug gefällt, dass der immer weiter tut, der ist ein Sklave an der Sinn. Der hat nie Macht über die Person. Wir sind in mit Menschen, die an allerhand Sinnen leben, selbst mit verschiedenen Sichten oder Addictions, an Alkohol, Drogen, Pornografie en vele meer. Aber du zijn het nog andere eure Wahrheiten, wat wir een beetje versterken en besmeren können, zoals Liegen, Aufgans, Plüdern, Untevredenheit und so weiter. Wenn wir in so einer Sünden leben, dann kontrollieren die uns. Da sie wie wirklich der Sklave. Eine Person wordt van zo'n als losgekomen, wordt toestonden dat de Woarheit, Jesus Christus, kan end van dort wirklich vrij maken. En dat is wichtig dat we verstaan, dat de Woarheit kan ons vrij maken. En de Woarheit is Jesus Christus. Wanneer we zijn van Jesus vrij spreken, da zijn we wirklich vrij. Nu zullen we dan en zijn wird blijven, dat hij ons geleerd heeft, omdat we kan in de vrijheid blijven, wat hij ons geschonken heeft. Maar bloos van de Woarheit weten, is niet genoeg. We zullen en de Woarheit zijn. En wie ware geboren is, die is dan in Christus. En Christus is de Woarheit. Wer an de Woarheit is, dürfte nicht Angst haben für die Woarheit. Dit is wat Paulus dort uitspreekt in Römer 8, Versen 1 und 2. Dan is nu niets meer te verdomen aan die in Christus Jesus sind, die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so als der Geist dort verlangt. Der Geist, der durch Christus Jesus leben jaft, hat mir durch sein Gesetz von der Sinn und den Tod sein Gesetz frei gemacht. Wer an der Wahrheit ist, darf die nicht verrichten. Bei dem ist nichts mehr zu verdammen, weil sie sind in Christus, der perfekt ist. Das ist wahre Freiheit. Gott seine Wahrheit soll nicht aus Steinen gebrückt werden, womit wir wem durchschlunen, aber aus Brot, womit wir wem feiden daunen. Die Juden missbrauchten die Wahrheit von Gott sein Wort, um Menschen zu kontrollieren, und Jesus braucht die Wahrheit von Gott sein Wort, um ihn abzubühen und frei zu merken. Nu wieder in Kapitel 8, Versen 37 bis 45 durchschrift dort. Ich weiß, dass die von Abraham aufstammen, aber je versägen mich dood zu merken, weil es meine Welt bei nicht Ruhm haben. Ich rede von dort, was ich von meinen Vätern gesehen habe, je aber daunen, was je von jenen Vätern gesehen haben. Und sie sagten zu ihm, Abraham ist uns Vater. Jesus sagte an, wenn je Abraham seine Kinder werden, wird je auch Abraham seine Worte daunen. Aber nu versuche ich mich dood zu merken. Einen Mann, der die Wahrheit gesagt hat, so als ich die von Gott gehört habe. Dort hat Abraham nicht gedonen. Gedonen jedem Vater seine Worte. Und da sagte sie zu ihm, wir sind nicht Judenkinder. Wir haben einen Vater und dort ist Gott. Jesus sagte an, wenn Gott ein Vater wäre, wird je mir Gott sein, weil ich sie von Gott gekommen. Ich sie nicht hier und ich sie nicht mit mir selbst gekommen. Er schickt mich. Warum verstehe ich nicht, was ich sage? Dort ist, weil sie meine Welt nicht vertrauen können.
die stammen von jenem Führer, dem bösen Feind, und mochten daunen, was er verlangt. Hij is van Anfang an een Mörder gewas und blieb nicht bei der Woarheit. Und am erst keine Woarheit. Wann hij liegen dat, redt hij seine Sprech, wels hij een Liege is en de Führer über alle Lees. Aber wels ik de Woarheit red, geloof je mij niet. Dit is sehr streng. Jezus wird te zes keinem so streng als today, die durchsehen, dort sei zu Gott geheden und beweisen dort aber nicht mit ihr Leben in Erde worten. Die religiösen Juden juichen fair, Abraham seine Nachkommen zu sein. Dit wir ab was sie bühen deuten. Dit wir was sie fair juichen, wo werden sie jähen am werden. Hij passt nicht in das System hinein, was sie über die Jahre hatten abgestellt. Sie brauchten Abraham als ihre Autorität, um jeden Jesus zu sein. Aber Jesus wird der, ab wem Abraham hupen deed. Wenn diese religiösen Juden, wo das gesagt schier auswendig können, wirklich Abraham seine Nachkommen werden, da würden sie han und am geglaubt, weil es heute Erfüllung von das Gesetz wird. Die Menschennatur hat noch nichts verändert von Jesus seine Zeit mit ihm. Viele von unseren Menschen, die verluten sich auf ihre Herkunft als Mennoniten. Dort dit Antwort soll ich merken. Oder dort dit ein Denk ist, wo an Gott Worten gefallen haben. Aber dit Wort muss nicht helfen. Weil Gott hat keine Großkinder und Urgroßkinder. Er hat bloß Kinder. Und krieg so, als Jesus durch die Juden dort verhält, dort wenn sie wirklich Abraham seine Nachkommen wären, dann würden sie am nicht für sich in Tod merken. So sagt er auch zu uns. Wenn wir wirklich die Nachkommen von Mennoniten wären, da würden wir nicht proben, Jesus Tod zu merken. Du musst vielleicht so denken, dass jetzt gleich, dort wir am für sich in Tod zu merken. Aber in Matthäus 25,40 sagt Jesus, da wollte ich nicht zu ansehen. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Was Sie für den geringsten von meinen Brüdern getan haben, dort habt ihr an mir getan. Wenn wir uns wollen für Mennoniten teilen, dann müssen wir auch an Gott leben. Und bis sie wird bleiben, was er uns gelehrt hat. Dort ist, was unsere Vorfahren deuten. Sie hielten sich an die Wert von, was Jesus lehrt und haben nicht ab einem Menschenlehr gebüht, und sie hielten sich nicht an ihre Herkunft. Wir sind hier, wo wir ein religiöses System lesen können. Jesus seine geradste Jena wären die Gemeindenlehrer, die vergeben, dass sie Gott sein Werk deuten mit jenen am Seinen. Sie sehen, dass Gott wie Führer, aber sie kennen Gott wirklich nicht. Sie werden nicht seine Kinder, weil sie dem Führer seinen Sehen nicht kannten, dem er schickt. Für die Juden, wie ihre Identität aus Abraham seine Nachkommen, allerhöchstet. Aber sie deuten gar nicht, was Abraham getan hat. Können das selbst hier mit eins von uns gesagt worden, dass wir unsere Herkunft aus Mennoniten oder Gemeinde oder was immer das ist, zu uns allerhöchstet gemerkt haben? Muss die Bibel unseren Glauben unterdunen sein oder ist uns Glauben die Bibel unterdunen? Das ist wichtig, dass wir mit Gott sein Wort bekannt sind und an die wird bleiben, was er gelehrt hat. Wenn wir schlafen worden an das oder unsere eigenen Meinungen herholen, als das Wort, da war wir uitgelesen. Die Juden haben über die Jahre sich ein System abgestellt, wo sie Gott sein Wort zubrachten, um dort zu unterstützen. Und sie deuten das Kreuz überrascht. Dort Wort muss ihr System unterstützen, unterdunen sein, und sie brachten dort Wort, um ihr System einzuführen. Wir sind in einer großen Gefahr, wenn wir uns nicht festhalten an Gott seine Lehre. Regeln und Systemen sind gar nicht schlecht, wenn wir die das Wort Gottes halten. Aber die Gefahr ist da, dass wir uns da an eine bitterliche Religion halten, was kraftlos ist, uns zu raten, als dass wir in der Wahrheit sind,
was uns wirklich frei merken. Bei Gott angenommen zu sein, hat nichts zu tun mit wer wir sind, aber in wem wir sind. So, wer ist dann uns Vater? Wir sind dem Sinnes Glauben, wem wir dienen. Dort ist uns Vater. Wenn wir im Sinnen leben, dann ist der Sinn uns Meister, wer über uns herrscht. Wir wollen tun, was uns Meister verlangt, und in seine Wege gehen. Anders gesagt, der Frucht am Baum beweist, was vom Baum dort ist. Der Frucht von uns Leben beweist, zu wem wir gehören. Diese wird stieren die Juden sehr. Sie können doch gut verstehen, was Jesus zu uns sagt. Dort er nicht für Abraham seine Nachkommen teilt, aber den Feind seine. In einer steht, dass sie ihre Sünden bekannten, werden sie bloß noch einmal $1 überarm. Eine Person, die sich nicht frei fühlt oder sich sicher ist, die wird leicht da und prüft den Nächsten, durchzureden und zu beschweren, omdat die nicht wollen, ob er checken in ihre Fehler sein. Aber das schafft wir gar nicht. Wenn uns wir kritisieren das, können wir still sein und horchen, oft dort mit uns macht reich sein, oder wo wir voets da und Physik in dem Janschen zu nichts zu merken. Das ist einmal sehr schwer, wenn einem was gesagt wird, was einem nicht gefällt. Und seine Tür will dann schlunen, aber das hilft nicht. Wenn wir dort können, ruhig anhorchen und dort annehmen, wann du was stimmt, da wo wir in unserem Glauben wandeln wollen. Und wenn es nicht stimmt, dann dürfen wir uns nicht schwer merken damit. Es Gott sein Wort in uns zu sein. Da wie was sein Wort lehrt. Wir dürfen gar nicht alle in den Raum gehen und manchen Bibelversen verschlunen, aber dort Wort zu sein sind, als wir Kinder Gottes sind durch uns Leben. Als wir wirklich frei sind. Das meint, dass wir teilnehmen an Weisheit und Glauben. Wir wollen ein Verlangen haben, frei von Sinn zu leben, weil es uns bloß fürs Glauben. Wir können von der Sinn ihrer Macht frei sein durch Christus, der den Sinn überwonnen hat. Wenn wir in Christus sind, da sehen wir in der Woarheit. In der Woarheit merkt frei. Von der Woarheit weiten allein ist nicht genug. Wir müssen in der Woarheit sein. Und dort ist, was die Verändernis an uns merkt. Wenn wir im Koffer heute Wutter haben, in den Denk mit Kaffeekremels zu bezieht stehen, haben wir wenig, kein Koffer Kaffee. Der Kaffeekremels man erst in den Koffer nehmen, omdat der Kaffee verändert wird. So ist das auch mit jährlich frei sein. Wir müssen erst in Christus sein. Aber ist noch keine Verändernis in uns Leben. Und wer noch nicht in der Wahrheit ist, der kann die Wahrheit nicht vertrauen. Der versucht auf alle Wege möglich zu verstehen und zu nichts zu merken. Und wir sehen das auf so viele Wege von der ersten Tag. Die Kultur versucht auf alle Wege möglich, dort, wo Gott und Recht ist, zu verdrehen und zu verstehen. Und der Feind, was der Führer allerlei ist, dem ist er auch gedauert. Was er tun muss, um sein Werk zu verrichten. Und wenn er kann, eine religiöse Gruppe zu brücken, dann noch so viel besser. Menschen, die noch Glauben in Sinn sind, die haben keine wahre Friede. Sie sind bedrängt und fürchten sich für die Wahrheit, weil sie wissen, dass sie sind nicht frei. Sie sind ungebunden und ihr Meister ist nicht ein guter Meister. Was sollen wir dann tun, wenn wir uns mit wem begegnen, der anders läuft als wir? In den Versen 46 und 47 von Johannes 8, da schrift es so: Wer von ihnen kann mir einen Sinn nur wiesen? Und wenn ich die Wahrheit rede, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer von Gott ist, hört Gott seine Wort, aber je hören die nicht, weil sie nicht von Gott sind. Dass die Juden Jesus seine Lehre untersuchen wollen, wir gar nicht arg oder einen Sinn. Aber wo sie das deuten wir? Sie kommen mit der Aussage, dass sie werden reich. Und don't what?
De Juden hadden dat gesagt in de Propheten en die weisen alle naar Jesus. Aber wir am ammerlich, anpassend und fremd. Jesus sagt zu dat zij zullen am eine Sinn nur wiesen. Aber sie können nicht. Wann wir wem hören, wir sollen die prüfen, of wat die sagen stimmt. Und das ist auch mit mir gemeint. Stimmt dort mit der Bibel, was ich sage. Aber der Mut, mit was wir wem meten, soll es Gottes sein. Und der einzige Weg, die Wahrheit von Unwahrheit zu unterscheiden, ist dort mit der Wahrheit von Gott sein Wort zu meten. Weil wir sagen wollen, dass eine Person oder eine Lehre ordentlich ist, dann mag wir dort biblisch unterstützen können. Bloß wir uns dort macht fremd sein, oder wir dort unterstützen, merkt noch nichts was ordentlich. Aber weil wir sagen, dass dort einen Sinn ist, dann ist dort auch gedauert, wo wir uns zu überfallen. Das ist ordentlich. Wenn wir Wort nicht kennen mit der Bibel, wissen, dass dort ordentlich ist, dann haben wir kein Recht, dort zu verdammen. Wir dürfen gar nicht alles gleichen oder dort eben rein anwenden, was der Nächste tut. Aber wenn dort nicht schriftlich ordentlich ist, dann kann wir nicht sagen, dass dort ein Sinn ist. Dort geht es gar nicht lang, wann wir wem oder was prüfen dürfen, was sich dort utwiest, was dort ist. Wenn einer eine Frucht nimmt und direkt dort taub, da beweist sich das Säuerbild, was dort für eine Frucht ist. Und Jesus sagt, wer von Gott ist, hielt auch Gott seine Werde. Das ist der einzige Weg, was wir wem mit meten können. Und wir sollen uns auch immer selbst mit diesem Mut meten. Da, wo wir nicht lesen, und wir wollen dann in Freiheit leben, sogar wenn sie uns noch würden das Glauben merken. Wenn wir in Christus sind, dann können wir uns auch ab jeden Stand verloten. Wir sollen daran denken, dass die, die nach Büte der Wahrheit sind, wollen dort nicht vertrauen können. Und du ist dort wichtig, dass wir die Wahrheit ausleben, dass sie dort sein können. Die Welt ist gebunden und Sinn. Ihr Gewissen verklärt und sie weiten sich durch schierig rot mit. Sie proben sich zu beruhigen mit Geld, Allseinen, Zeitverdrieb oder mit sich holen. Aber dort verbindet dann bloß noch immer Dollar. Und dann versiegen sie dort, was Sinn ist, Gott zu nennen. Aber auch wahr, dort merkt noch nicht frei. Wenn wir ein Lohnesgesetz gebrochen haben, woher, wenn er wird uitgefangen worden davon, dass sie arm wurden, dass er man ersetzen dafür, und er aber im Verstärk ist, der lebt gar nicht frei, solange als der sich mit ihrem Schüler kicken, als du wer erst, der ihm gripen will. So eine Menschen worden einmal so müde von immer proben und verstärkt zu bleiben, dass sie sich selbst anhängen können. Sie fühlen sich dann freier, wenn sie auch ersetzen müssen, als weil sie immer im Verstärk werden. So ist das auch im Geistlichen. Wenn wir uns Sinnen gebunden sind, wie keiner unanweit, haben wir immer Angst, mitgefangen zu werden. Wir können noch so frei gehen, aber wir fühlen uns ganz gebunden. Und das ist keine Freiheit. Das Einzige, was diese Sklaverei raustragen kann, ist die Wahrheit. Wir machen einmal zu Gott unsere Sinnen bekennen. Und dort eben reinmerken, mit wem immer dort trifft, dass wir durch die Wahrheit, durch was Jesus Christus getan hat, kann frei gemerkt werden. Wenn du noch ohne Sinn gebunden bist, und du wirst von dir frei worden, dann kommt Jesus. Er ist die Wahrheit, was du kannst von der Sinn frei merken. Wir dürfen bloß nur ankommen im Glauben und uns alles Fleisch abgeben. Uns nicht auch am Kreuz nehmen und da, wo wir können mit Amtaub das ewige Leben haben. Du hast Freiheit von der Sinnensklaverei. Und da fangen wir an Jesus, der die Wahrheit ist. Und er sagt in Vers 36, wenn die sehen, ihn frei merkt, sind die wirklich frei.
Wenn wir nur politische Freiheit siegen, das ist gut. Aber wenn wir nicht geistlich frei sind, sind wir nicht wirklich frei. Aber wer geistlich frei ist, der ist wirklich frei. Und don't in Wort von der Lage wir uns fingen möchten. Du hast keine Macht oder Regierung, deine Person kann die Freiheit wahrnehmen, was sie in Christus haben. Und wer in Christus ist, darf sich auch nicht fürchten, weil sie auf die Welt überwonnen. Der ist von der Sündenschuld frei, weil Christus hat die betont. Wer an diese Worte ist, der ist wirklich frei. Wir schließen mit dem Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Die Woarheit wird uns frei machen. Dankeschön für deinen Sehenschecken, der die Woarheit ist. Und den Heiligen Geist, der von der Woarheit sein wird. Und die ist Leben und Freiheit. Verhalb uns, in dieser Woarheit zu leben und zu wachsen. Wenn wir noch uns Sünden gebunden sind, help uns dort anzusehen, omdat wir davon möchten loskommen. Und verhalb uns auch, alles mit der Wahrheit von dein Wort zu meten. Dein Wort sagt, dass wenn die Sehen ihn frei macht, sind die wirklich frei. Verhalb uns, in dieser Wahrheit zu leben. Wir beten das alle in den Namen von Jesus Christus. Amen.